Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für eure Sendung. Der Ghetto Grand Prix in Innertkirchen. WM-Prognose vom Radio Gelb-Schwarz. Die 11. Ausführung vom Ghetto Grand Prix hat 200 Turnerinnen und Turner nach Innertkirchen gelockt. Was speziell an diesem Anlass ist und was den Teilnehmern besonders gefallen hat, hat Kim Franzen für uns herausgefunden. Sind wir Turner vom TV Belp, im Turnverein Innertkirchen. Das Besondere ist sicher, dass man normalerweise, wenn man an einen Gerätturnwettkampf geht, jedes von diesen 5 Geräten oder bei den Frauen 4 Geräte muss turnen. Das Spezielle am Ghetto Grand Prix ist, dass man sich entweder für 1, 2 oder Maximum 3 Geräte anmelden kann. Und dann gibt es nicht eine Gesamtrangliste über alle Geräte, sondern es wird jedes Gerät einzeln gewertet. Und am Abend turnen die besten 4 dann jeweils noch im Gerätfinale und machen den Gerät-Champion unter sich aus. Man muss gerne schauen, dass man genug zu essen und zu trinken hat. Das ist immer am Abend manchmal problematisch, dass man genug Material da hat. Und gute Leute in der Küche, wo wir immer sehr gute Leute wieder finden. Und es ist immer sehr schön, dass uns da immer Leute helfen wieder. Und dann freizeitig das Zeug abstellen und mit den heimischen Unternehmen oder mit dem heimischen Gastgewerbe funktioniert das eigentlich sehr gut. Also jetzt heute, weil wir gerade in der Turnhalle sind, wo wir sonst auch immer trainieren, fühlt es sich mehr so ein bisschen wie ein Training an, sage ich. Und das sind wir, also ich war jetzt nicht nervös, sondern ich bin gerne turnen und wollte zeigen, was wir trainiert in den letzten Wochen. Aber es gibt natürlich Wettkämpfe, da ist man aber ein bisschen nervös davor. Aber ich muss sagen, heute ist jetzt das gar nicht der Fall. Ich lege beim Ghetto Grand Prix den Wert darauf, dass man coole Übungen turnen, dass man mal so etwas turnt, was man sonst an einem Wettkampf nicht macht. Und darum sind dementsprechend die Erwartungen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so hoch, weil man einfach mehr Spass haben will. Weil es nicht so ein ernster Wettkampf ist. Ja. In wenigen Tagen ist klar, wer sich den Weltmeistertitel 2022 holt. Der Manuel Moser hat das Fanradio von IB besucht und dort 3 Kommentatoren gefragt, was ihr Tipp ist, wer das Turnier gewinnt. Die Titelentscheidung der Weltmeisterschaft Katar steht kurz bevor. Wir haben die Fußballkinder von Radio Gelb-Schwarz gefragt, was sie von dieser WM halten und ob sie einen Tipp fürs Finalspiel haben. Also ich muss fairerweise sagen, dass das wirklich so das erste solche Turnier ist, das mich wirklich nicht reingezogen hat. Es ist jetzt viel passiert um das Turnier herum. Das hat dazu geführt, dass ich fast kein Spiel gesehen habe, außer die von der Schweizer Nationalmannschaft. Das hat aber auch den Grund, weil ich irgendwie finde, dort ist noch viel ein persönlicher Bezug dabei, eben durch die Spieler, die wir halt auch persönlich kennen. Du hast wie irgendwie das Gefühl, da wären wir wieder beim Thema von vorhin, das sind irgendwie wie Freunde von dir, die dort dabei sind. Und darum ist es wie nur fair, wenn du denen den Respekt auch zollst, dass du die Spiele auch gesehen hast. Die Schweizer werden logischerweise den Titel nicht mehr holen, dementsprechend würde ich es jetzt mal offen lassen. Mir ist es gleich gegangen. Irgendwie ist es im Winter bin ich nicht so in diesem WM-Fieber oder in einem EM-Fieber wie vielleicht im Sommer. Und dann ist es hankerum, ist im Vorfeld halt so viel gelaufen, medial wie halt auch sonst, wo man sich darüber hat informiert, wo es einem auch ein bisschen gemacht zu verleiden. Und man hat gefunden, ja, es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gesehen habe. Ich habe auch das Schweizer Spiel geschaut, ein bisschen aus dem gleichen Grund, wie der Daru gesagt hat, dass man weiss, wie sich die Begile geschlagen haben, dass man dort vielleicht auch in einer Sendung darüber reden kann und dort nicht da steht und keinen Plan hat, was ist gelaufen, aber gross mitverfolgt habe ich es eben dann eigentlich nicht. Ich habe sehr viel geschaut, habe mich natürlich auch sehr intensiv mit dieser WM auseinandergesetzt und habe mich dann dazu entschieden, sie zu schauen, weil ich A, mitbekommen, was läuft und B, auch mitbekommen, was rundum läuft während des Spiels. Ich bin natürlich nicht vor Ort, aber mir war das wichtig gewesen und darum habe ich auch sehr viel Spiel geschaut, nicht nur die Schweiz. Marokko gegen Frankreich, glaube ich, wird sich Frankreich durchsetzen. Marokko sicher mit sehr viel Euphorie und spielt ein fantastisches Turnier, die erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale. Das ist absolut lobenswert und sie machen es so sehr, sehr gut, aber Frankreich hat so viel Qualität. Die werden sich durchsetzen und dann tippe ich auf ein Finale Frankreich-Argentinien, sorry. Und dort ist es schwierig zu sagen, was passiert. Ich denke Argentinien vielleicht, aber aus meiner Sicht Argentinien nur, weil es so das letzte grosse Turnier ist von Messi und dort emotional auch extrem viel los wird sein, aber rein von der Qualität her finde ich die Franzosen unbestrittene Favorit. Aber ich hoffe irgendwie auf Argentinien.
Ob es so winterlich verschneit bleibt, erzählen euch anschliessend Kollegen von Meteo News. Das war es von uns, vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung-Wetter für den Kanton Bern. Heute Morgen war es doch zum Teil recht heikel. Es hat nämlich stellenweise für gefrierenden Regen gelangt. Jetzt ist es aber vorübergehend deutlich milder geworden. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir ein umfangreiches Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa. Das lenkt dann auf den Freitag wieder eine Störung Richtung Alpenraum her. Und die Strömung die dreht dann wieder auf Nordost. Entsprechend kommt dann auch wieder kühlere Luft daher. Jetzt zuerst sind wir aber noch in milderer Luft. Die Nacht auf morgen da ist es wechselnd bis stark bewölkt. Zum Teil ist es noch nass. Schnee gibt es erst auf etwa 1500 Meter. Und am Morgen haben wir im Flachland viele Wolken. Es gibt kaum Auflockerungen. Ein bisschen freundlicher ist es im Oberland, speziell in den Hochalpen. Da ist es doch auch zum Teil sonnig. Die Temperaturen am Morgen früh zwischen etwa 0 und 2 Grad. Am Nachmittag haben wir weiterhin viele Wolken, es gibt kaum mehr Auflockerungen und gegen Abend setzt von Südwesten her auch wieder Niederschlag ein. Schnee gibt es weiterhin ab etwa 1500 Meter. Die Temperaturen die erreichen maximal etwa 3 bis 4 Grad. Im Flachland bleibt es aber bis zum Eindunkeln dafür noch mehrheitlich trocken. In der Nacht auf den Freitag wird es aber wieder zunehmend nass. Am Freitag selber da ist es meistens stark bewölkt. Es gibt gelegentlich noch ein bisschen Niederschlag, Schnee, zunehmend wieder bis ins Flachland, speziell entlang der Voralpen. Und am Vormittag gibt es also wieder den 1 oder 2 cm Neuschnee. Die Temperaturen um einen Gefrierpunkt herum und dann haben wir aufs Wochenende Hochdruckwetter. Unterhalb von knapp 1500 Meter liegt allerdings am Samstag vielerorts Hochnebel. Darüber ist es mehrheitlich sonnig. Am Sonntag haben wir einen Nebel, die Obergrenze auf knapp 1000 Meter außerhalb. Da ist es weiterhin recht sonnig, es ziehen allerdings ausgedehnte hohe Wolkenfelder auf und wir sehen Temperaturen wieder im frostigen Bereich. Es reicht also wieder für den 1 oder 2 Eistag. Am Montag und Dienstag geht es mit einem Mix aus Sonne, Wolken und zum Teil auch Nebel weiter und speziell in der Höhe. Da wird es markant milder. Das war vom Wetter. Ganz schön hin und auf Wiedersehen miteinander.